Tief im Untergrund verstreut sind hier die Irrlichter, Solarium-Dingsbums und alles mögliche. Bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom und ich muss etwas aktivieren, aber was und warum? Kein Plan, einfach mal aktivieren. Wird schon gut gehen. Willkommen. Eins konnte man hier viel Sonanium finden und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Verwalte in Bergbau verwendete Bauplansteinplatten. Nanu. Detektiere eine Bauplansteinplatte, die du noch nicht hast. Dann bekommst du von mir dieses neue Exemplar. Vielen Dank auch. Ein Deckensprunggerüst. Ich werde auch die Materialien bereitstellen, um die Bauautomatik zu testen. Nee. Ja, es ist klar, wie ich da eigentlich hochkommen sollte. Erlaube mir noch eine Frage, Meister. Ist dir bekannt, welche Auswirkungen ein Mangel an Materialien in Bezug auf die Bauautomatik hat? Sag es mir, obwohl ich es eigentlich weiß. Wenn man es an einem verfügt, sieht es anders aus und dann kann es verwenden. Ja, wissen wir. So. Ja, genau, hier. Ich habe mir vorhin gefragt, wie man eigentlich da sonst hochkommen sollte. Aber natürlich mit dem Bauplan hier gar kein Problem. Weil das könnte ich ja theoretisch aber so machen. Da muss ich genau die Höhe ausgerechnet, die ich überhaupt mit dem Deckensprung zurücklegen kann. Und dann hier wiederum. Und dann wäre ich oben. Das Ding ist natürlich auch generell praktisch, ne? Gut, wenn ich natürlich nicht Materialien zur Hand habe, auch halt zum Nachnehmen dafür. Aber grundsätzlich ist es schon cool. Jetzt muss ich überhaupt ein Repertoire zu haben. So. Also schwer, na, schimmerst du? Theoretisch müsste er eigentlich, oder? Naja. Wieso reagiert das Wasser nicht schon vorher? Hä? Was machst du jetzt? Junge, ich bin hier. Was für ein Trottel. Aber interessant, das Mausschwert reagiert gar nicht auf die. Ja gut, es waren ursprünglich mal Chikas, insofern. Wäre es vielleicht noch ein bisschen schräg. Noch ein bisschen. So. Übrigens ein bisschen schräg. Machen wir das noch so hin. Ich muss nachher darüber und... War ja, die Wurzel habe ich ja jetzt aktiviert. Die geht es also gar nicht mehr, aber es geht um das Ding hier noch. Weiß ich gar nichts mehr, oder? Willkommen, Meister. Ich soll Sonanium zu Materialien verarbeiten. Ach, jetzt plötzlich Dinge auf, ne? So. Den Rest kennen wir soweit schon. Jetzt mal gucken. Die großen Dinger, ne? Jo, und nimm alles. Reicht wieder für knapp 2 Batterien dann, ne? Jo, für 2 Batterien reicht's, weil ich brauche ja 100 von den Kristallen für eine Batterieerweiterung. Oh. Das ist natürlich unpraktisch.
ab zur nächsten Wurzel. Da ist auch schon wieder eine. Achso, ist ja von hier unten eine, ne? Ja, gut, die sieht wirklich relativ nahe aus. So ist es. Da sind ein paar Monster in der Nähe. So, dann ist hier also noch ein Schrein. Sehr gut. Was natürlich ein offensichtlicher Schrein ist, eine Oberfläche oder einen, der hier aktivieren muss. Das mal dahingestellt. Stimmthemen müssen dran eine Wurzel sein, logisch. Dass sie direkt unter Gerudo starten, dass da natürlich eine hat, ist logisch, dass er auch dann einen Schrein hat. Bis echt lange, als wir hier irgendwelche Frösche so gesehen haben, wa? Doch in Leuten sind ja auch keiner verfügbar aktuell. Aber eben, in der Wüste sowieso nicht, ne? Wir wissen ja, die müssen... Ah, da ist ein... Übrigens, da ist ja einer. Soll ich mal wieder? Weil das mal noch speichern. So, habe ich irgendwas Krasses, um die Dinge hier zu zerschmettern? Ja. Ja, vielleicht reicht er auch. Obwohl. Der Move war. Oh. Hä? Hat's geklappt? Nee, oder? Doch. Hä? Hat er voll vorbeigeschossen. Wow, wenn wir zurückerinnern, meinen ersten Kampf gegen das Froschviech, wo ich dermaßen abgelust habe. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, sind im Prinzip auch einfach. Was man hätte machen können, wäre vom Rücken abspringen. Sobald er sich wieder erholt hat und dann ihm ins Auge schießen. Das wäre auch eine Option. Das haben mein Gerät jetzt gefressen oder was? Denn ich sehe es nicht mehr. Und das finde ich scheiße. Warum ist meine Stimme so hoch? So, warte mal. Jetzt kann ich natürlich das Ding hier schön noch markieren. Hier gibt es das Ding und hier ist offenbar wieder so ein Bossviech. So. Vielleicht ist sogar noch genug Sonanium bzw. Kristalle dann zusammen für eine dritte Batterieleiste sogar noch dazu. Das wäre cool. So, bis darüber muss ich, wa? Da ist auch was. Gut, das ist klar, das wissen wir. Da ist da drüben. Ich muss da runter.
fehlt natürlich wieder mal ein Ding hier. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Wo haben wir? Ja, das ist eine kleine, aber eine größere. Na, komm, wo seid ihr? Jetzt steht doch nicht so an. Ah, da. Hatte wohl einfach mein Ding gefressen. Oder ist draufgefallen oder sonst was. Finde ich ja sehr unhöflich. Auf anderen seinen Hoverboards zu fressen. Ich habe jetzt relativ wenig Sonanium. Oh, da ist noch ein Stahlhinox. Also natürlich die Schattenvariante davon, ne? Und die Miasma-Variante. So. Perfekt. Dann das aber schon markiert. Genau, also die Südoase. So. Ja, ich würde sagen, wenn man doch die Karte hier noch ordentlich erweitert. Ich meine, klar, wenn man sich auch mal die Karte von Hyrule ansieht und jetzt damit, das sind noch Welten. Wir haben noch viel zu tun, oh, lecco mio. Naja, wir machen ja alles nach und nach. Also hier auch schon Koga da vorne. Aber erstmal zur Wurzel hin. Also Koga, sprich, ist ein Ort, wo wir uns betteln werden. Das war gerade ein bisschen knapp. So, komm, machen wir so. Und die letzte Wurzel vorerst. Vorerst. Immer schön nachschauen, wo wir gerade sind. Okay, so sieht jetzt also aktuell unsere Map aus. Ja, doch, damit kann man arbeiten, ne? Vielleicht generell mal gucken, dass ich irgendwie es hinkriege, zumindest in jeder Region mal 2, 3 Wurzeln hinzukriegen. Da ist noch eine. Aber die müsste doch aktiv sein. Ja, okay. Nur gerade zu Hause wäre es nicht aktiv. Gut, Koga.
Oder da oben hin. Mein Gefährt. Wo bist du, mein Gefährt? Hm. Gerade weil es eine Mine ist, könnte es doch hier eigentlich noch viele Dinge geben. Viele Items. Sieht wohl nicht so aus. Ich wittere Gefahr. Das kann sein. Dieser Kohldampf wieder. Bananenreserven, noch gar nicht so nichts zu essen. Die reine Seinhütte ist das hier. Es gilt zwar die Anweisung, immer Vorräte an frischen Speisen zu dann von der Oberfläche bereinzuhalten. Ja eben, das ist das, was ich irgendwie mal vor geraumer Zeit mal meinte, von wegen, ja, die müssen doch irgendwie schon ab und zu von der Oberfläche und so runterkommen oder irgendwelche Materialien mitbringen, weil da kann es sonst nicht sein. Die sonst, also Koga wird sonst hier unten eher verhungern. Aber trotzdem bleibt er hier unten. Gut, aber Koga, wenn man sagen, in Zeit fürs Duell, war. So, nicht, dass sie nachher irgendwie Koga unterstützen oder so. Ich nehme vielleicht das Ding mal kurz raus, weil ich glaube nicht, dass ich für den Kampf gegen Koga nutzen darf. Ja, vielleicht auch ein bisschen zu krass war. So. Kogalein, du altes Schwein. Nee, nee, Junge, das klappt nicht, das kann nur ich. Sorry. Hey, du da, versuch du mal dein Glück. Klar, kein Problem. Hi. Das bist ja du, Link. Yo. Du konntest also nicht lassen, bis mir gefolgt. Ja, etwa 40 Folgen später, ja. Ich mach's genauso wie du, aber das blöde Ding reagiert nicht. Hast du mich etwa reingelegt? Na, dieser Kram liegt mir sowieso nicht. Ich will kämpfen. Dich besiegen, mir die Macht zurückholen. Welche Macht? Mach dich bereit. Koga, du hast noch nie Macht. Naja. Der hängt echt da oben ab. Weißt du was? Unsere doch mal ein Ding.
Ups. Alter. Kugelblitz-Torpedo setzt er ein. Frechheit sowas. Alter! Koga, du bist eine fiese Natter. So was habe ich gesagt. Tulin hat ihn weggekickt, okay. Ah, ist viel zu sandig. Schnell kriege ich das Zeug ins Auge. Und darum lassen sie sich nochmal davon kommen. Diese Konstruktschrott reagiert sowieso nicht. Egal, Planänderung. Die Operation Macht der Götter am Reise war ein Fehlschlag. Abgehakt. Wäre nicht gewesen, Macht zu haben, aber unser eigentliches Ziel ist sowieso ein anderes. Hier gibt es nämlich was unglaublich Mächtiges. Sonenergiekristalle und die sammeln wir. Dann reparieren wir dann eine uralte, furchtbar unschlagbare Waffe und bringen sie seiner Großartigkeit dar. Damit kann er sich dann endlich seinen Wunsch erfüllen, das Ende der Welt. Behalte ruhig die Macht, die du uns gestohlen hast. Ich habe schon fleißig so einen Energiekristall gesammelt, um damit die ultimative Waffe zu reparieren. Was soll denn das sein? Die verlassene Ostmine Und da haut er ab. Auf in die Lüfte! Aber wie können diese Gebilde bauen, wenn sie gar keine Ultrahand haben? Das ist voll fies. Ja, vielleicht machen sie es auf die altmodische Art und Weise und kleben es noch zusammen. Wenn sie Kunden kleben oder sowas in der Art. Link. Woher kennt ihr meinen Namen? Danke, dass du den Eindringlinge vertrieben hast. Der es laut geredet hat, konnte ich übrigens nicht anders als Unterhaltung zuzuhören. Achso, deswegen kann er meinen Namen. Das verlassene Ranell-Mine sein. Oh. Ranell-Mine. Da werden Erinnerungen wach an Skyward Sword. Das ist extrem weit weg. Anscheinend den Weg dorthin weisen. Eine Region im Osten in einen Abgrund begeben. Zum Glück weisen 2 Abgründe in der Region im Osten Steine, Statuen den Weg zur verlassenen Ranell-Mine. Okay, ich meine, wenn ich sowieso wieder bei der nächsten Folge bei den Zoras sein will, könnte man ja dann zum Abschluss beim Zoo-Reich nochmal da gucken, eventuell. Wäre eine Option. Also wird doch bald der Untergrund, nur halt dann im Osten. Enormer Sonnenenergiekristall, okay. 3 Batterien. Ich muss zugeben, bei diesen ganzen Sonar-Dingen und vor allem natürlich auch, was generell die Art und Weise von Koga betrifft, oder generell die IGA, wie sie hantieren und so, ich finde das cool. Also, das haben sie durchaus etwas einfallen lassen. Mein Koga war jetzt gerade ein bisschen übel drauf. Ich glaube, es abzuballern. Aber hey. Mein Koga ist seit Breath of the Wild einfach hier unten gefangen quasi. Also ja, mehr oder weniger gefangen. Dann natürlich in der Zeit sich auch ein bisschen was überlegt hat, ein bisschen experimentiert und so. Warum nicht? Muss zwar alles im Dunkeln machen, der Arme. Aber hey. Ab und zu hat er auch einen Scheinwerfer gefunden. So. Ah, damit können die bauen, okay. Gut, dann mal gucken. Habe ich sonst hier noch irgendwas? Drüben noch so eine Mine. Eine gute Mine.
Die sollen dir gehören. Ja, ist klar. Deswegen warte ich hier drauf. Genau 15. Nee, so will ich dann doch nicht. Sehr geil. Ja. Wir brauchen nicht mehr so viel davon. Aber ganz ehrlich, ich kann schon 4 Batterien herstellen, also. Passt doch fürs Erste. Gut, mein Vehikel ist noch irgendwo da drüben oder ist das weg? Vermutlich weg war. Aber ich grundsätzlich auch mal das Teil da hinten, wenn es mal bauen könnte. Ein Landboot. Mit extra Batteries vielleicht. Ja, die ganze Thesefähigkeit und so ist schon noch geil, trotz allem. Bin auch sehr gespannt, wie sie das irgendwie im nächsten Zelda-Teil toppen wollen. Ja, ist ein tolles Landboot, muss ich sagen. Funktioniert null, aber ist ein tolles Landboot. Na komm schon, bisschen noch. Nein, so. Und ihr Licht sehr groß. Gut, Freunde, wir haben's. Zumindest was den Untergrund betrifft fürs Erste. Mit Koga geht's dann hier drüben weiter. Das macht durchaus Sinn. Ja, genau, wir sind dann hier, ne? Und auf der Zoras. Ja, doch, das passt doch perfekt. Jetzt geht doch mal ganz kurz. Also hier in zur Batteriemaschine. Zur Battery Machine. Ching, ching, ching. Oh, Moment. Verzeihung, musste gerade niesen. So. Also, kurz noch zur Battery Machine. Dann werden wir noch dem Seelendingsbums oder Irrlicht-Hypi, besser gesagt, noch einen Besuch abstatten. Und dann, glaube ich, war es dann mal für die heutige Folge zu meinen, aber auch für die heutige Aufnahmesession aus meiner Sicht. Ah, immer Regen. Ja, können wir natürlich jetzt auch umziehen, aber geht auch einfacher. Gefahr! Nein, alles gut. Da ist eine Batteriemaschine. Jo, Mann, ja, das möchte ich. 4 Mann, ist das geil? Ja, das ist geil. Mach mir 4 Batterien, Mann. Zusatzbatterien mal 4. Perfekt. Ein paar fehlen noch, aber über die Hälfte haben wir es auch schon. Das ist auch schön. Zumindest ab und zu mal einen kleinen Fortschritt. Trotz allem.
So, jetzt also von hier hinten mal noch schnell rein. Okay, das klang gerade falsch, aber es ist leider so. Bring mir Irrlichter! So, Finsterkluppen, Irrknospe, Qualmerling. Ne, wir fangen mal an hier mit den Dunkelgewändern. Ich glaube, sonst kriegen wir die sowieso nicht. Bring mir Irrlichter da! Also jetzt hat das andere generell nicht, dann kommt es erst später. Nur 10 Donnerblumen für all diese Dinge. Alter Schwede, sind die teuer. Ja gut, den Rest drin Irrlichter warten wir noch. Ich dachte, ich krieg von ihm das ganze Set fürs Dunkelgewand, aber okay. Kann natürlich auch irren. Man besagte Statue in 2 der vielen Abgründe dort, und zwar im Sumpf von Ranel und nördlich von Kakariko. Die Aussehen erinnern verblüffend an die Zoren und sind so aufgereiht, dass sie nach Osten zu weisen scheinen. Wenn die resthafte Statue bedenkt, die du gefunden hattest. Haben wir so richtig motiviert. Yeah! Ja gut. Motivation über den Untergrund. Ja, doch. Manchmal schon. Manchmal schon. So, genau, Batterien. Ja, ne. Na, insgesamt 8 Stück, also 8 mal 3, wenn du so willst. Von diesen einzelnen Batterien oder die man halt zusammensteckt. Das sind eigentlich 8 komplexe Behälter, sag jetzt mal so. Und wir haben 4 und ein bisschen mehr, also über die Hälfte schon. Ist doch schön. So wunderschön. Gut. Jetzt nochmal zu pennen. Was haben wir? Wir haben schon morgens. Machen wir bis mittags. Nur ein kurzes Schläfchen. Perfekt. Oh. Entschuldigung, das wollte gar nicht. Okay. Und eben noch Regen. Aber jetzt sehen wir uns ja besser. Und es ein bisschen, so dass es auch Tag ist. Dass mit Sores doch eher rot, schon blau erscheinen, das von den Orni doch eher grün. Wunderbar. Ja gut. Freunde der Show, sage ich jetzt mal, ich stelle mal hier ganz kurz runter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann aber auch schon im neuen Jahr 2024 geht es hier auch weiter mit Skyward Sword. Tears of Kingdom natürlich, Entschuldigung. Skyward Sword, naja. Granelmine halt, ihr versteht schon. Und dann, ja, mal gucken. Wie gesagt, ich würde dann, glaube ich, doch eher wieder Oberfläche ein bisschen was machen. Also sprich, Zora-Quests, Nebenquests, also halt so finden. Natürlich ein paar Schreine entdecken, aber dann vielleicht auch schon bald mal gucken. Wir haben wieder mal ein bisschen im Untergrund gucken, ne? Gerade wenn es um Kuga geht, aber auch generell hier unten ein bisschen gucken. Dann hatte ich eigentlich auch vor, nach Kakariko zu den Shikas zu gehen. Das passt irgendwie auch. Gefühlt zumindest. Und ja. Es würde sich halt auch von der Story her eins nach dem anderen zusammenschließen und dann halt zum Schluss das Gebiet nach Eldin als letztes Gebiet. Zumindest oberflächentechnisch. Und ja gut, doch hier auch. Oh Gott, ein Himmel fehlt ja noch. Wir haben noch so viel zu tun, Leute. Es wird noch viele schöne Folgen geben. Bis dahin, ciao zusammen.